Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, besser spät als nie. Aber das wurde mir gestern einfach zu spät mit der PK nach dem Paris-Spiel. Und von daher, ich bin es mir noch schuldig, mich interessiert es natürlich und keine Ahnung, den es von euch einen Tag später auch noch interessiert, schaut sich's an. Wenn nicht, dann nicht. Alles fein. Na? Gut. Trotzdem wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir mit einem Tag Verspätung und einen Tag ein bisschen verdauen mal rein in die Geschichte. In Reihe 1 ist hier Julian Wolf für die Welt. Ja, guten Abend, Coach. Es hat nicht gereicht zum Finale. Wo sehen Sie die Hauptgründe? Es wurde viel über den Schiedsrichter auch gesprochen. Warum hat es nicht gereicht aus Ihrer Sicht heute? Was war der Kern? Erstmal Kompliment und Gratulation PSG. Ich glaube, wir haben auf gleichem Level oder Augenhöhe, sagt man, glaube ich, gespielt mit PSG. Immer schon. Das waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, aber nicht nur für uns, auch für den. Und in diese Spiele ging es immer um Details. Das letzte Spiel in Paris, dieses Spiel hier. Ich glaube, erstmal als im Fußball, und ich glaube, so ist das mit alles im Leben, musst du immer selbst schauen, was du besser machen kannst. Ich glaube, das ist immer wichtig. Da kannst du eine Menge besser machen zu dem Spiel. So, ich beurteilen jetzt nur das eine Spiel, ja, nicht die Spiele davor, nicht die gesamte Saison. Alles ist gut, wir spielen eine super starke Saison. Wenn die Saison komplett durch ist, wird es dann ein Fazit zu geben. Ihr kennt das, dann kommen die Fazitvideos. Das wird sehr, sehr positiv ausfallen. Aber das eine Spiel, muss man sagen, das war schon sehr ernüchternd und enttäuschend. Ja, weil man einfach auch keinen Plan B hat. Ja, wir haben solche Spiele schon öfter erlebt diese Saison. Das war jetzt nicht nur Paris. Ja, ich habe es schon mal gesagt, wenn sich eine Mannschaft hinten reinstellt, die Qualität hat, dann tun wir uns unwahrscheinlich schwer. Wenn das eine Mannschaft tut, die nicht so die Qualität hat, ja, dann spielen wir sie irgendwann müde und so weiter. Dann machen wir trotzdem die Tore. Aber wenn das eine Mannschaft hat, die Qualität hat, dann sieht das so aus, wie es aussah. Und ja, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht tiefer in die Analyse reingehen. Das tun wir an anderer Stelle. Aber da müssen wir auch sagen natürlich, dass die Phasen in Paris und heute dermaßen entscheidend waren, auch dass das ist natürlich für uns, das gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich. Gleich daneben ist David Ferrer für die Bild-Zeitung. Ja, Coach, vielleicht können wir noch über ein, zwei Szenen reden. Einmal das Handspiel. Ja. Ich glaube, es ist unstrittig, dass der Arm weit draußen ist, aber wie habt ihr die Regelauslegung gesehen und dann die mögliche gelb-rote Karte für Nuno Mendes? Ihr wart auch sehr sauer auf der Bank alle. Kannst du uns in die Gefühlswelt da auch ein bisschen mit? Ja, ich habe dreimal die Bilder beobachtet. Vielleicht haben Sie andere Bilder gesehen. Ich habe kein einziges Bild gesehen, wo der Konrad Laimer mit seiner Hand den Ball berührt. Stimmt das? Hat jemand vielleicht andere Bilder gesehen hier? Nein? Nicht alle sehen, aber es sitzen hier mindestens 50 Leute. Nicht eine Person sagt, dass die ein Bild gesehen. Also ich war 10 Meter davon entfernt. Ich habe auch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass Conny den Ball berührt hat mit seiner Hand. Es war ganz deutlich, dass er mit seiner Hüfte vorbeikommt, den Ball so mitnimmt mit seiner Hüfte. Und für mich war das dann deutlich auch die zweite gelbe Karte und dann rote Karte. Ganz deutlich. Und irgendwie haben wir dann einen Foul gegen uns bekommen. Und ist die Szene natürlich, ja. Ja, der Witz ist ja, dass der Fahrer nicht eingreift. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwie, ja, der durfte nicht eingreifen, weil. Ja, fickt euch einfach. Ja, ich habe ein Video zum Fahr aufgenommen, guckt euch das an. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen, Alter. Fickt euch einfach, was den Fahr angeht. Schafft den Scheiß ab oder macht das endlich vernünftig. Ja, so wie das ist, das ist eine Farce. Sich an der Szene hochzuziehen und zu sagen, ah ja, dann wären wir 11 gegen 10 gewesen, dann wäre alles besser gewesen. Ja, sorry, gehe ich nicht mit. Du musst schon in der Lage sein, wenn du die Champions League gewinnen willst, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die mit 11 Spielern auf dem Feld steht.
Ja, dass eine klare Fehlentscheidung war, dass der Gelb-Rot runtergemusst hätte. Ja, logisch. Punkt 1. Punkt 2. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht hätte das einen Schub gegeben, so der Mannschaft, was weiß ich. Mag sein, ja, kann aber auch das Gegenteil bewirken, dass Paris nochmal Kräfte freisetzt. Haben wir auch schon oft genug erlebt, dass es genau das Gegenteil bewirkt, wie man denkt. Hätte, Fahrradkette, die Peitsche knallt am Ende, Alter, und du musstest damit umgehen. Wir sind nicht wegen dieser Fehlentscheidung ausgeschieden. Wir sind ausgeschieden, weil wir einfach keine gute Tagesform hatten, keine gute Qualität hatten, keinen Anführer auf dem Platz, ja, in einer wichtigen zentralen Rolle, der mal Verantwortung übernommen hat, sportlich. All das hatten wir nicht. Und dann ist man verdient ausgeschieden. Und nicht, weil der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat. So wieder eine Szene, die natürlich dieses Spiel entscheidet, natürlich auch. Dann Ja, gehe ich nicht mit. Ja, die Szene entscheidet dieses Spiel nicht. So zu argumentieren, sorry, dass ich das sagen muss, ich mag ein wenig, wisst ihr, ich mag die Art Fußball, aber so zu argumentieren ist armselig. Was anderes fällt mir da nicht zu ein. Nochmal, du weißt nicht, was dann passiert wäre. Das weißt du nicht. Ja, ich denke, jeder hat gesehen, auch in diesem Spiel, auch in dem Spiel davor, dass auch Paris eine Mannschaft ist. Ja, und ich weiß nicht, was erwartet man, dass Paris dann auseinanderfällt und wir Torchance auf Torchance haben, die 4-1 aus dem Stadion schießen, wenn die ein Mann weniger sind, oder was? Was ist jetzt das Argument? Ja, nochmal, der ganze Bums kann auch nach hinten losgehen, ja. Dass das nochmal ganz andere Kräfte freisetzt bei Paris. So, ja. Weiß man natürlich nicht, so, aber nochmal, hätte, Fahrradkette. Aber das jetzt als Argument anzubringen, ja, wir sind benachteiligt, deswegen sind wir ausgeschieden. Nein, du bist nicht deswegen ausgeschieden. Du bist deswegen ausgeschieden, weil du dir 70 Minuten die gleiche Scheiße angeguckt hast, anstatt als Trainer mal einzugreifen. Deswegen sind wir ausgeschieden. Ja, und dann nur halbherzig einzugreifen und dann 5 Minuten vor Ende irgendwas auf eine Karte zu setzen, anstatt einen Kimmich rauszunehmen, der eine absolute Katastrophe war, anstatt einen Michael Olise auszuwechseln, der eine absolute Katastrophe war, anstatt einen Stanisic schon in der Halbzeit auszuwechseln, der eine absolute Katastrophe war. Das sind nur 3 Spieler. Ich kann noch mehr aufzählen. Ja, so, aber das waren jetzt schon mal die 3, die am schwächsten waren, die keinerlei Einfluss auf dieses Spiel hatten. Ja, hättest du halt für Michael Olise einen Lennart Kahl gebracht, für einen Stanisic hättest du direkt Alphonso Davies gebracht und für einen Joshua Kimmich hättest du einen Leon Goretzka gebracht. So, Punkt. Ja, und dann garantiere ich euch, da sind wir wieder bei hätte, Fahrradkette, dann garantiere ich euch, diese 3 Wechsel hätten mehr beeinflusst als diese rote Karte für Paris. Ja, aber das hat man nicht gemacht, weil man keine Egos verletzen will. Oh. Ja, fuck you, Alter. Ich hoffe, der wird ein Learning raus mitgenommen, ja. Punkt. Man muss mal die Eier haben und zu Kimmich sagen, pass mal auf, Junge, deine Zeit im Mittelfeld ist vorbei. Entweder gehst du auf die rechte Verteidigerposition, dann gucken wir uns das an, ob das noch was taucht. Oder, ey, es gibt andere schöne Mütter haben schöne Töchter, oder wie der Spruch heißt. Ja, such dir was anderes, Alter, oder setz dich auf die Bank. Junge, ist nicht das erste Mal diese Saison, sorry, ja. Und der designierte Kapitän des FC Bayern und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, ja, und in so wichtigen Spielen taucht der regelmäßig ab. Der taucht ab, Alter, der war nicht zu sehen. Wo war der Anführer? Wo war er und hat mal Verantwortung übernommen? Hat mal diese Mannschaft geführt? Hat mal diese Mannschaft gepusht? Wo war das? Es war nicht da. Und der Trainer draußen guckt sich die Scheiße an, 90 Minuten, und sagt, oh, no, geil. Aber hey, Hauptsache, wir haben unseren ganzen Kader in der wichtigen Phase der Saison am Start. Ja. Hast ja richtig genutzt. Die 2 Phasen, wo wir Da einmal kommen wir nicht mit irgendeiner scheiß Fehlentscheidung, Alter. Das ist armselig, sorry. Das ist wirklich armselig. Es war eine klare Fehlentscheidung, 100%. Brauchen wir nicht drüber reden. Nochmal, ob das ins Positive umgeschlagen wäre oder vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt hat, wer weiß das denn? Penalty gegen uns bekommen in Paris und einmal diese Phase hier. Also ich verstehe schon die Regeln. Was gesagt wurde, ist, dass die Phase in Paris erstmal klar den Körper von Alphonso Davies berührt und dann erste Hand, aber weil die Richtung, so das war eine Flanke Richtung, weiß ich wo, aber es war eine Flanke. Ja, die Regel ist Schwachsinn, Alter. Aber auch da, ey,
unser Coach setzt sich nach so einem Spiel dahin und fängt jetzt an, auf den Schiedsrichter rumzureiten und auf der Regelauslegung. What the fuck? Ey, wenn wir Hobby-Psychologen das machen, ist das ja vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber sorry, das ist nicht Bayern-like. Ja, ich raff die Regel auch nicht. Da einmal geht es darum, dass die Flanke reingeschlagen wird, daraus irgendwas hätte entstehen können. Und bei dem anderen geht es darum, dass der Ball rausgeschlagen wird. Ja, frag mich nicht, warum es da unterschiedliche Regeln gibt. Da blickt eh keine Sau mehr durch, ja. Aber schon seit Jahren nicht, was Handspiel anbelangt. Einmal zählt es, ja, du darfst die körperliche Fläche nicht vergrößern. Dann heißt es wieder, ist völlig scheißegal, ob die Körperfläche vergrößert ist, nur der Arm oder die Hand darf nicht zum Ball gehen. Ey. Ja, und jetzt heißt es, ja, es ist noch wichtig, ob der Ball in den Strafraum geht oder ob der Ball aus dem Strafraum rausgeschlagen wird. What the fuck? Hä? So, ja. Aber darauf reite ich doch nicht rum. Setz dich doch dahin und sag einfach mal, ey, wir haben ein schlechtes Spiel gespielt. So, das ist der Fakt. Du hast uns 30 Minuten nicht gesehen und das die ersten 30 Minuten. Und das war noch nicht mal ein Riesenaufwand von Paris, wo wir nicht stattgefunden haben. Auch zweite Halbzeit. Wo war der Zug zum Tor? Wo war er? Wo war der Anführer in der Zentrale? Junge, fang doch mal da an. Pack dir mal in die eigene Nase, Alter. Was ist das hier für eine Aussagen? Richtung Tor, haben die gesagt. Ist es dann Junge, trotzdem Penalty? Aber jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, weiß, dass es unmöglich ist, dieser Ball irgendwie, das geht erstmal am Körper rein, kommt dann auf deine Hand und Ja, er sitzt da jetzt nach dem Aus in der Champions League nach dem zweiten Spiel und fängt da an, Situationen aus dem Hinspiel zu diskutieren. Ja, ich hätte den Elfmeter auch nicht gegeben. Das war für mich ein Witzelfmeter. Aber auch da. Hä? What the fuck? Das ist jetzt unser Case? Oder was? Keine Selbstkritik? jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, weiß, das ist eigentlich nicht richtig. Und dann sehen wir diese Phase heute und dieses Hand natürlich ist irgendwie da in die Luft, berührt den Hand und dann wird gesagt natürlich, ja, aber das war angeschossen von eigenes Spiel, okay, aber der eigene Spieler war 10 Meter weiter. Und ich habe noch ganz wenige Handspiel gesehen in 60 Meter, wo einer das mit Absicht macht. Also de facto ist jeder Handspiel in 60 Meter Bereich unabsichtlich. De facto. Nee, nicht Und jedes. wenn das Ich kann mich an einige Handspiele erinnern, die absichtlich waren, um Tor zu verhindern. Also das gibt es natürlich auch. ganz deutlich ist für alle, und dann möchte ich trotzdem noch nichts wegnehmen von Paris, weil das ist eine überragende Mannschaft. Top. Aber Fakt ist auch, dass wir einfach unterschiedliche Meinungen haben werden, noch ganz lange über, was die richtigen Entscheidungen waren in diese Spiele. Und wenn ein Tor Ja, das ist richtig, Alter. Das ist vollkommen richtig, ja. Aber nochmal. Ey, sorry. Ey, vielleicht habe ich da einen anderen Anspruch, ein anderes Anspruchsdenken. Weiß ich nicht. Hätten wir ein gutes Spiel gemacht. So, ja? Hätten wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und wären deswegen dann, die Entscheidungen wären dann da gewesen und du hättest trotzdem nur dieses 1:1 gespielt. Ja? Wo man sagt, ey, das war eigentlich komplett unverdient, dass du dieses Spiel nur 1:1 gespielt hast. Oder im Hinspiel, ey, es war total unverdient, dass wir 5:4 verloren haben. Wenn das der Fall gewesen wäre, ey, dann setz dich in der PK dahin nach dem Ausscheiden und reit darauf rum. Ja? Mach das. Verstehe ich, dann sitzt der Frust tief, alles fein. Ey, aber wir haben im Rückspiel es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Es war einfach keine gute Tagesform von vielen, vielen, vielen Spielern. Ja? Und auch von der gesamten Mannschaft. Es war keine gute Mannschaftsleistung. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und das, obwohl wir zu Hause gespielt haben und das Stadion gebrannt hat. So. Punkt. Ja, und das ist doch der Fakt. Zieh dich doch jetzt nicht an Schiedsrichterentscheidungen aus dem Hinspiel hoch. What the hell? Ey, ich war bisher so mit Vinny, alles, ja, seine ganze Herangehensweise, alles gut, ja. Aber das ist jetzt ein bisschen wild, sorry. Weiß nicht, ob der Spieler da in ihn noch durchkommt oder was. Da muss man mal ein bisschen nüchterner rangehen. Vielleicht auch, weil es direkt nach dem Spiel war, der Frust sitzt tief oder so, kann natürlich sein. Keine Ahnung, vielleicht wird er das nochmal aufarbeiten, aber das finde ich gerade sehr schwierig, Alter. Ja, nochmal, hätten wir eine überragende Leistung gezeigt, dann hätte man die Sachen anführen können, wenn man dann dieses Ergebnis erzielt hätte. Ja, aber wir haben kein gutes Spiel gemacht, Alter.
Punkt. Das Unterschied ist dann, Und dann reicht es nun mal nicht, ins Finale einzuziehen. Ja, und dann musst du dich nicht daran hochziehen, dass der Gegner keine gelb-rote Karte gekriegt hat und dass du einen Elfmeter gekriegt hast, den vielleicht nicht jeder Schiedsrichter gibt. ist es schon bitter. Dann dritte Reihe, bitte, ja. Hi, Vince. First of all, congratulations with the campaign you had with the team this season. And unfortunately, it doesn't help you much at this point. But what I wanted to ask you is, how do you feel about the performance of your team today? Yeah. I felt they were a little bit more Das interessiert mich auch mal. nervous than otherwise. They were a little bit less dominant maybe than otherwise. Was it due to the circumstances? Was it due, of course, to the adversary? What is your opinion, your analysis of this game tonight? You always have to look at it both ways. So you saw Paris play a lot of games in the last 2 years, I guess, right? You've seen them. How many times have you seen Paris the way they were today? Junge, das ist schon eine trotzige PK, Alter. Ich lass mal laufen. You know, so I thought in many ways we disrupted a lot of the pressings normally that they're able to do. We arrived in a lot of very, very good positions. So one-on-one against the fullbacks. We even beat the fullbacks quite a lot of times. So we were in a lot of positions where on another day we can make the difference. But Ey, sorry, Alter. Ja. Ich weiß nicht, ob man das außer Acht lässt, dass man über 30 Minuten einfach nur den Ball hinten rausgepölt hat. Das war Kick and Rush, Alter. Nichts anderes. 30 Minuten lang von uns. Es war null Spielaufbau. Es war kein Ball mal in den eigenen Reihen halten, gar nichts. Es war einfach jeder Ball rausgeprügelt. Entweder direkt von den Außenverteidigern, weil keine Anspielstation da war, keine Bewegung da war, weil Paris uns zugestellt hat und alles sich das nur angeguckt hat. Oder nach 3 Rückpässen auf Manuel Neuer, der den Ball lang geballert hat. Das ist aber 30 Minuten lang unser Spielstil. Und dann setzt man sich da hin und erzählt, ja, aber guck doch mal, habt ihr so viele Spiele letztes Jahr gesehen von Paris? Habt ihr jemals gesehen, dass Paris so spielen musste? What the fuck, Alter? Was ist denn jetzt los? you know, there's a couple of scenes that I have, especially in the first half, where Musiala's 2 or 3 times in a really dangerous spot, and the shot is maybe not as menacing or as clean as it should be. A couple of times, Lucho gets past his man, Micah gets past his man, and then I have to go back and give a lot of credit to PSG as well. I thought the defenders defended the crosses fantastic. Every single time we beat the fullback, the centre-backs made the right decision on which cross they should prioritize. Ja, sollte man mal an die eigene Mannschaft geben. Ja? Genau diese Aussage. Ne? Sollten sich mal unsere zentralen Spieler angucken. So it was really difficult for us to put the ball between the goalkeeper and the centre-backs. It was really difficult for us to play the cutbacks successfully because the midfielders were always there. It was really difficult for us to play around the box because the midfielders were putting pressure. But if you've seen PSG this season, I have to revert the question, then it's only about result, because it's also not, I'm sure, the way that PSG will play most of his games or any of his games, the way that... Alter. Ey, vielleicht stehe ich wieder alleine da, ist nicht schlimm, ja. Werden ja wahrscheinlich eh nicht so viele Leute mehr gucken hier das Video, weil es ja nicht so tagesaktuell ist. Ist mir am Ende des Tages auch egal. Aber ey, sorry, du kannst dich doch nicht da hinstellen und das dann für dich verbuchen, Alter. Du verbuchst jetzt für dich, dass Paris mal ein Spiel anders gespielt hat, als wie sie sonst angehen. Das ist jetzt dein Take. Deswegen hast du eine gute Leistung gezeigt. Deswegen warst du stark, weil Paris das Spiel anders angegangen ist. Hä? What the fuck? That the game went today. But they're a top team. And details, right? Auf der linken Seite Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompanie, man hat bei vielen Mannschaften schon gesehen, bis zum Titelgewinn in der Champions League, das ist so wie so eine längere Reise. Sie haben jetzt Viertelfinale, Halbfinale. Wie überzeugt sind Sie davon, dass mit dieser Mannschaft diese Reise ganz am Ende enden kann? Und würden Kann sie nicht. Kann sie nicht. Mit dieser Mannschaft vorne definitiv, ja, da müssen aber immer alle 3, maybe ein 4. vielleicht, je nachdem wer verpflichtet wird,
Vollgas geben, aber das haben wir im Hinspiel getan und ihr habt gesehen, das Hinspiel haben wir auch nicht gewonnen. Das hat auch noch Paris gewonnen. Ja. Du wirst mit dieser Mannschaft, Real Madrid war schon super knapp, wenn man ehrlich ist. Ja. Das Spiel in Arsenal hat auch 1:1 unsere Schwächen aufgezeigt. Ja. Du wirst mit diesem zentralen Mittelfeld keinen großen Titel gewinnen. Das reicht für die Bundesliga allemal, alles ist gut, ja, für ein gewisses Niveau in der Champions League. Nochmal, wenn viel kaschiert, wenn unsere 3 vorne magisch sind, wie gegen Real, ja. Aber Paris hat es ganz klar aufgezeigt. Auch Real Madrid hat das schon aufgezeigt, ja. Real Madrid war einfach keine Mannschaft. So, wir haben das als Mannschaft gelöst. Vielleicht passiert das, dass du es auch mal gegen so einen Gegner dann irgendwie mit ein bisschen Glück, ja, dann irgendwie doch schaffst. Aber wenn man realistisch ist, mit diesem zentralen Mittelfeld, Alter, das ist ein Joshua Kimmich, sorry, dass ich das an Kimmich festmache. Ich muss es an Kimmich festmachen. Der ist A, viel zu lahmarschig in der Rückwärtsbewegung, viel zu lahmarschig im Spielaufbau, hat keinerlei vernünftige Orientierung, wann er in welchem Raum sein muss. Ja, wie oft läuft ein Joshua Kimmich auch in diesem Spiel, ja, als erster Mann den Torwart an? Und man wundert sich dann, dass er wieder nur hinterherläuft, wenn der Gegner in unsere Hälfte eindringt. What the fuck is going on, Alter? Positionswechsel, alles gut und schön, aber nicht als Sechser, Alter. Ja, so. Ja, guck dir Pavlo an. Anfang der Saison war Pavlo stark, Kimmich war der defensivere Part, Pavlo davor. Umso länger die Saison ging, umso bestimmter wurde wieder Kimmich, umso mehr Querpass. Pavlo haben wir gesehen, der keinerlei jetzt selbst Zutrauen mehr hatte, immer nur Kimmich gesucht hat. Joshua muss da raus aus der Mitte. Punkt. Punkt einfach. Einfach Punkt, Alter. Ja, das ist mein Take. Vorher wirst du keinen großen Titel gewinnen. Wirst du nicht. Weil das ist das Level dann. Ja, das reicht für alles darunter, haben wir gesehen. Aber das ist das Level, um eine Champions League zu gewinnen. Und das wäre gegen Arsenal nicht anders gewesen. Arsenal hat gerade ein bisschen am Schwächeln und so weiter, ja. Aber das wäre gegen Arsenal nicht anders gewesen. Das hat das Spiel in Arsenal auch klar gezeigt. Ja. Nee, wirst du nicht. Ist mein Take. Ja, dass du überhaupt so weit gekommen bist, überragend. Ja, weil wir so eine überragende Offensive haben. Das muss diese Offensive auch nächstes Jahr erstmal wieder bestätigen. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Und ein Kimmich, ich rede einen Kimmich nicht schlecht. Kimmich ist ein starker Spieler, aber halt nicht für diese Spiele. Ja, und nicht für diesen Anspruch, den er hat als Führungsspieler, sonst was. Das ist er nicht in dieser Mannschaft. Sportlich. Mag er gerne in der Kabine sein, außerhalb des Platzes. 100%, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf dem Platz ist er das nicht. Ja, das hat dieses Spiel mal wieder gezeigt. Gnadenlos. Ja. Und das wird sich nicht ändern. Der wird ja nicht schneller werden, umso älter er wird. Er wird ja auch nicht stärker werden in seiner Pressing-Resistenz oder was. Die ist nicht vorhanden. Kimmich ist stark, wenn er tief steht und das Spiel aus einer tiefen Position gestalten kann. Mit einem langen Ball, mal einen Chipball und vor allen Dingen, wenn er Zeit hat. Wenn er den Ball annehmen kann, erstmal 30 Sekunden gucken kann, oh ja, nee, den will ich jetzt an, den auch nicht. Und ja, dann kann Kimmich stark sein in der Zentrale. So, gar keine Frage, haben wir oft genug gesehen. Ja? Muss man gar nicht schlecht reden. Aber für dieses Niveau, wie Paris, wie Real Madrid, wie Arsenal, etc., reicht ein Kimmich in der Zentrale einfach nicht aus. Das ist mein Take. Können Sie uns verraten, was Sie vielleicht der Mannschaft in der Kabine gesagt haben? Die Mannschaft kennt mich, also ich habe, und das wissen die, und das sage ich auch immer, ich habe nicht diese Fähigkeit, lange enttäuscht zu sein. Also grundsätzlich bin ich heute schon ziemlich motiviert für nächste Saison und für das nächste Spiel. Ich weiß, wie schwierig es ist, diesen Preis zu gewinnen. Und ich weiß, wie viel es auch abhängt von Details. Also irgendwo habe ich die Hoffnung, nicht nur, dass wir noch besser leisten. Es war eine überragende Saison von den Jungs auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich die Hoffnung, dass wir noch besser können. Mir fehlt halt einfach die Aussage, dass es heute kein gutes Spiel war. So ehrlich muss man sein. Ich weiß nicht, vielleicht hat die irgendwo anders getroffen nach dem Spiel, mag sein.
Vielleicht kommt es ja auch noch. Ist ja noch nicht zu Ende, die PK. Bisher hört sich das für mich nur nach Ausreden suchen an. Mit den Schiri und bla und Sülz. Und auch die Hoffnung, dass die Szene, die wir heute besprochen haben, dass es nächste Saison alles in unserem Vorteil ist und dass sich dann der gegnerische Trainer erklären lässt, was er dann spürt nach dem Spiel. Auf der rechten Seite Florian Eisele für die Augsburger Allgemeine. Ja, Herr Kompany, vielleicht anschließend daran, wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass die Mannschaft in der kommenden Saison stärker ist? Weil es gab ja schon ein paar gute Faktoren in dieser Phase, kaum Verletzte. Und natürlich die Frage ist, ob Harry Kane mit einem Jahr älter nochmal besser wird und ob das auch für Manuel Neuer gilt. Also es gab das. Ja, schließ mal Joshua Kimmich ein mit mir älter, ob der noch besser wird, ob er noch mal schneller wird. Nicht nur vom Speed, vom Laufen her, sondern auch vom Kopf her. Ja, ich glaube das nicht. Das ist vielleicht die Frage, schon ein paar Faktoren, die Sie vielleicht in der Form kommende Saison nicht mehr haben, oder? Ja, aber das sind jetzt keine Themen für jetzt. Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wir nächste Saison einfach schaffen, nochmal einen Schritt zu machen. Das ist auch mein Job. Ohne dass es irgendwelche Garantie gibt, dass man dieses Pokal gewinnt. Aber trotzdem ist die Überzeugung da. Und dann alles, was zu tun hat mit Kaderplanung und so, das sind Gespräche also das muss andere Beteiligte auch am Tisch sitzen, das zu besprechen. Und dann wird das intern besprochen werden. Und dann werden Max und Christoph und alle anderen auch alles dafür tun, damit Bayern die beste Entscheidung trifft diesen Sommer. Aber das ist jetzt im Moment noch nicht meine Priorität. Machen wir noch 3 Fragen, bitte. Yes, on the left side, please. Bonsoir. Quelle a été la différence principale entre le match à Paris et aujourd'hui? Pourquoi elles sont devenues tellement différentes? What was à votre avis? the biggest difference between the first leg and the second leg, so the one in Paris and tonight? I think there was a lot of intensity on the pitch tonight, just like last week actually. Both teams really fought for everything. There was not a lot of time for either team. High pressure. But the difference maybe was that both teams have learned from the first leg. Ja, dann hat Paris aber besser gelernt. Muss man leider sagen, Alter. So ehrlich muss man leider sein. Ja. We could have scored maybe a shot from 20 meters distance. Doesn't always lead to a goal, that's for sure. And we played against a great team and a very special team in Europe. When you look at PSG's performances, usually you know that there was something that we could do about them. And I've seen really all of the games from PSG this season. And we did not make it easy for them. But at the same time, they defended so well. They have really good defenders. We won quite a few one-on-ones. We could have done a little bit better maybe in the end when it comes to creating chances, but it was all about details Hi, Mister. tonight and also last week. China. So after a qualification against Real Madrid, you weren't on the overhype around your squad, around Bayern München. What was exactly the thing you were worried about by then? And did you expect PSG to try to grasp this advantage in the first minute and then to do in such a defensive way? Thank you. So, big thing for me, don't believe the hype, don't believe the drama. So, on a day like today, if I'm calm, it's because I can position it. After Madrid, if I'm calm, it's because I know that days like today can happen as well, you know. But if the analysis is only in favor of the winner because he's the winner, then I cannot give you any elements to make the debate interesting. The only thing I'm saying is that
the game was so close, and the game between us and PSG have always been so close. It's been decided by details, moments of quality. Plus, in my opinion, we have a totally different idea on very important decisions that happen in the game. So the whole context of this is difficult to say that, it's just, we have to recognize how good this team is, but it's difficult to make a big statement about this is definitely now what we've learned out of this game. Just that it's really tight between both teams and that both teams have top players. Okay, Ja, da gehe ich auch schon mit. So, ja, alles gut. Paris ist eine starke Mannschaft, es waren enge Kisten, am Ende hat ein Tor den Unterschied gemacht. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Das Hinspiel war überragend, dass man da nochmal zurückgekommen ist nach einem 5-2 auf 5-4, so gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Aussage, die ich gerade getroffen habe. Und nichtsdestotrotz muss man, wenn man beide Spiele sieht, muss man fairerweise sagen, wenn man mal die Vereinsbrille absetzt, Paris ist verdient weitergekommen. Genauso wie man das sagen kann, wir gegen Real Madrid, dass wir verdient gegen Real Madrid weitergekommen sind. So, ja, das waren auch knappe Spiele, ja, so hat jeder gesehen. Ja, so ist es halt. Ja, uns hat halt das letzte Dingen gefehlt. Ja. Es ist halt ein bisschen enttäuschend, dass man es nicht hinbekommen hat, zu Hause einen richtigen Fight abzuliefern und richtig Gas zu geben. Ja. Das ist so das Enttäuschende an der ganzen Geschichte. Ja. Und da fehlt mir dann einfach auch mal dieses klare Statement. Ja. Und da muss man mal einfach mal sagen, jo, das war einfach schwach. Ja. Aber gut, vielleicht brauchen wir ein bisschen Zeit zum Reflektieren. Wie gesagt, ich hoffe, Vinny zieht die richtigen Lehren daraus. Ich denke, blind ist er auch nicht. Er wird auch gesehen haben, dass wir keinerlei Kontrolle über dieses Spiel hatten. Und auch er wird da die Spieler ausmachen, die dafür verantwortlich sind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben es diese Saison so oft besprochen. Es wäre einfach so einfach gewesen zu sagen, komm, wir switchen einfach Conny und Josua um und alles ist gut. Ja, Kimmich als rechter Verteidiger, Conny Daim als absolute Pressingmaschine in der Zentrale. Man hat es auch gegen Paris jetzt gesehen. Conny war der Einzige, der im Pressing erfolgreich war in der ersten Halbzeit. Ja, auf seiner Seite. So. Ja, hat immer nicht viel gebracht, weil der Ball gleich wieder weg war. Aber wenn wir einen Ballgewinn hatten, dann ging es über Conny. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, du hast diese Maschine in der Zentrale, ja, wo er halt einfach einen viel, viel größeren Raum bearbeiten kann. Ich meine, wer sich ein bisschen mit Conny auskennt, der weiß, wie er in Leipzig gespielt hat. Und ja, dann wäre er vielleicht dieser Maradona, der er anscheinend nicht ist, weil er nur ein Außenverteidiger ist. Last one in the middle, yes, please. Hi, Vincent. Merci beaucoup. The goal against Paris came very early in the match. Why you didn't find the comeback like the match against Real Madrid? No, we found the comeback. Just 5 minutes too late. Wow. Wow. Das ist die gut, ist gut. Ich verstehe seine Wechsel jetzt ein bisschen besser, wenn er sagt 5 Minuten zu spät. Ja, sorry, du hättest ja einfach die Eier haben müssen, ich habe es schon gesagt. Du hättest in der Halbzeit schon Davies bringen müssen für Stani. Stani war unterirdisch. Und dann hättest du einfach die Eier haben müssen, spätestens in der 60. Minute zu sagen, ey, komm, ey, Michael, es ist einfach nicht dein Tag. Josh, es ist einfach nicht dein Tag. Komm, ich nehme euch mal raus. Punkt. Ja. Und wenn du nicht die Eier hast, oder weil du den Gedanken hast, ey, so Michael Olise auch an einem schlechten Tag kann er mal einen außergewöhnlichen drin haben noch. Ey, kann ich verstehen den Take, ja? Dann lass ihn auf dem Feld und dann nehmen wir einen zentralen Spieler runter und bringen Offensiven mit Lennart Kahl. Ja. So. Ganz einfach. Aber doch nicht 5 Minuten vor Ende, Alter. Ja, dass ich dann Lennart Kahl reinwerfe. Der nochmal richtig Schwung gebracht hat übrigens. Ne? Viel, viel zu spät. No, Ey, wir reden über ein K.O.-Spiel. Ja, wir reden nicht darüber, dass du noch ein Rückspiel hast. Also, what the hell? like I said, I've watched many games of PSG. They're a top team, really good team. But I felt that a lot of the things we did in this game today disrupted what they normally do. So normally. Also sagt er jetzt, dass er ausgecoacht wurde, ja? Das ist jetzt seine Aussage? Seine Aussage ist jetzt auch, Paris hat so viel gemacht, was sie normalerweise nicht machen. Also wurde er heute auch ausgecoacht.
Aber nee, er dreht sich das ja so, dass der FC Bayern dafür verantwortlich war, dass Paris so agiert hat. Nee, was war dafür verantwortlich? So wie ich es im Taktikfuchs vor diesem Spiel gesagt habe. Wenn Paris das Tor macht, das erste, dann sind die 2 Tore vor. Ja? Und wenn man mal sieht, wie Paris im Hinspiel agiert hat, wie brutal die im Umschaltspiel sind, ist es völlig logisch, dass Paris genau das macht, was sie getan haben. Völlig logisch, völlig nachvollziehbar. Ja, sie hätten es wahrscheinlich wieder geändert, wenn wir auf ein Tor rangekommen wären. Aber so war es doch völlig logisch. When they press really high, it's extremely difficult to get out, and I thought a lot of times we were able to escape and actually attack the back line in really good positions. Sometimes they defended really well with the fullbacks, sometimes we beat the fullbacks, then the centre-backs came and defended well, the midfielders came, so it was a little bit of a chain. And in those moments they did extremely well, which prevented us from having more chances. But we had chances, so we cannot forget we had chances. And then, if you put the team under pressure and they make mistakes, mistakes can be a foul, like the red card. Mistake can be a penalty. If you put the team under pressure and they make mistakes, then you've done a lot of good things as well. But we just never got the decision for it. So yeah, they're a top team. Congratulations to them. And for us, we've enjoyed the fight. And we will do everything we can to be better again next year. Thank you. Merci. Ein gutes Schlusswort. Danke, Ralf. Ja, sorry, ich bin ein bisschen enttäuscht von Vinny. Dieser PK, sage ich euch, wie es ist. Jetzt hat er es gerade nochmal angeführt. Also, ey, alles ist gut. Paris ist eine Top-Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Das wissen wir alle. Wir sind auch eine Top-Mannschaft, das haben wir gezeigt. Aber ich bin immer der Meinung, man muss dann auch mal als Top-Mannschaft die Eier haben und sagen, das auch mal anerkennen zu können. Ne? Und sagen zu können, jo, es hat halt einfach noch nicht gereicht. Das hat Gründe, die ich schon gerade so ein bisschen in der Aufregung erzählt habe. Man kann da noch tiefer ins Detail gehen. Es gibt Gründe, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja? Vincent Kompany ist ein großer Grund dafür auch, dass er nicht die Eier hatte, dann auch mal wirklich frische Männer zu bringen. Auch für die, die wirklich schlecht waren. Ja? Das ist ein Riesenpunkt fürs Rückspiel allein gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da hinsetzt und sich jetzt daran hochzieht, an die Fehlentscheidung. Die Fehlentscheidungen waren so gar keine Frage. Und dass man das irgendwie positiv auslegt, dass man sagt, ey, ja, aber Paris hat ja ganz andere Sachen gemacht, wie sie sonst gemacht haben. Weiß ich nicht. Aber, ey, Kompany ist ein junger Trainer, ja, hat noch nicht so viel Erfahrung, schon gar nicht auf dem Level gesammelt, jetzt als Trainer, als Spieler natürlich. Und ich denke, das sind einfach auch Learnings. Das hat er ja gegen Barcelona, wo wir richtig auf die Fresse gekriegt haben, auch gezeigt, dass er Learnings zieht. Und ich hoffe, er wird das Learning ziehen aus diesem Duell. Ja, das wird die nächste Saison zeigen. Ja, das Learning sollte sein, wenn Joshua Kimmich eine gute WM spielen sollte als Rechtsverteidiger, ja, dann gibt es keine Argumente, ihn nicht beim FC Bayern auch auf diese Position zu stellen. Das sollte schon mal ein Learning sein. Das andere Learning muss einfach sein, dass man Spieler, die wirklich keinen guten Tag haben, was nun mal menschlich ist, was passieren kann, dass man sie halt auch auswechselt. Ja. Erst recht, wenn es um ein K.O.-Spiel geht. Ja? Und das dritte Learning muss sein, wenn du mit deiner Art, Fußball zu spielen, nicht durchkommst, musst du einen Plan B haben. Wie immer der aussieht. Ja, das bleibt ja wenig überlassen. Ob das da mal eine Dreierkette ist und man mit einer Doppelspitze spielt, ja, dass man also hinten einen wegnimmt und vorne einen mehr hat. Ob das eine Dreierkette ist und man auf 2 Zehner geht. Ob das ist, dass Michael Olise nicht 85 Minuten an der Außenlinie klebt, sondern dass wir unsere beiden Außenbahnspieler mit in die Mitte ziehen. Beide haben die Qualität, auch da Sachen zu machen. Was wir auch gar nicht gesehen haben zum Beispiel, ist auch eine Seite zu überlagern, ja, und dann Diagonalball auf die andere Seite zu spielen, weil dann da Platz ist. Wenn man das schnell schafft, ja, und nicht über 18 Stationen, dann ist da auch Bewegung und Platz da für denjenigen Spieler, ja, und das könntest du als Beispiel Luis Diaz, der auf die Seite von Michael mitgeht, man überlädt die Seite, ja, und du hast dann super schnell einen Außenverteidiger mit Alphonso Davies auf dem Feld, und du schickst den dann da mal lang runter, ja.
Der hat den Speed, der wird dann den Raum haben und dann kann er was einleiten. Ja. Das sind so Ideen, ja. Das ist so Plan B, den du mal bringen musst, ja. Erst recht in so einem Spiel auf diesem Niveau. Da reicht es halt nicht zu sagen, ey, ja, ich spiele genauso meinen Stiefel runter, wie ich es die ganze Saison tue. Dann sieht man halt, dann ist es nämlich dann das Negative und nicht als Positive. Dann sieht man halt, dass eine Spitzenmannschaft wie Paris Saint-Germain, ja, sich darauf einstellt und dann anderen Fußball spielt, wie sie sonst in 99 von 100 Spielen spielen. Ja? Weil es dann genau der Fußball ist, der sie zum Erfolg führt. Ja? Genau das ist es nämlich gewesen. Ja? Und ja, wir sind ausrechenbar, komplett. Ja? Schon immer. Stell Kimmich, nimm Kimmich aus dem Spiel. Das ist schon der erste Faktor. Stell den einfach zu. Ja? Doppel, Dribbel, unsere Außenbahnspieler. Ja, schon siehst du das, was du siehst. Ne? Ja, wie gesagt. Aber ey, auch wenn das jetzt viel Kritik ist, die gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach, ändert nichts daran, dass wir eine überragende Saison gespielt haben. Sowohl in der Champions League wie Bundesliga, wie jetzt noch im DFB-Pokal, hoffentlich im Finale erfolgreich. Nicht falsch verstehen, ja, ich will das gar nicht verteufeln. Vinny hat einen überragenden Job gemacht, aber diese Pressekonferenz ist in meinen Augen leider eine Farce. Da fehlt mir einfach mal die Einsicht und das an die eigene Nase fassen. Bin kein Freund davon, das Scheitern an irgendwelchen anderen Sachen zu suchen, als wie an sich selber und schon gar nicht an irgendeiner Schiedsrichterfehlentscheidung. Wenn man nicht selber alles für den Sieg getan hat und das haben wir nicht. Das ist der Punkt. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi.